Ostersingen, das waren im Dorf so eine Singebänke. Aha. Wo jetzt gegenüber dem Gemeindebüro, da waren die Singebänke und da haben wir gesungen. Und Ostern, direkt Ostersonnabend, sind man so durchs ganze Dorf marschiert. Aha. Wir haben überall gesungen. Aha. Aber das haben wir auch Himmelfahrt gemacht. Aha. Ja, das haben wir auch Himmelfahrt, sind wir mehr auf die Felder so gegangen. Das waren Über die Felder gezogen? Ja, über die Felder, Feldwege gelaufen. Ja. Die waren ja überall Wege. Heutzutage ist es ja alles weg durch die LPG damals. Sind ja die Wege, die Feldwege fast alle weggefallen. Nur die Mädchen, ja. Und die Jungs haben dann hier so eine Schabernack gemacht bei den Leuten. Ostern, gell? Ja. Ja. Ja, Schabernack. Und dann wurden wir Sonntag früh, also Ostersonntag, wurden wir dann begossen mit Wasser. Freiwillig, oder? Ja, freiwillig nie, aber die haben da auch aufgepasst, dass sie uns erwischt haben, nicht? Es fing ungefähr 4 Wochen vor Ostern an, fing das an. Und das ging so ungefähr, ja, bis Pfingsten ging das ungefähr so. Konnte schon mal am Wochenende, also immer, Ja, immer sonntags. Immer sonntags. Immer sonntags. Ja. Ja, nur Sonntag, also nur Ostersonnabend sind wir die ganze Nacht gegangen, von Haus zu Haus. Aha. Bei jedem Hause haben wir gesungen. Aha. Und die, Aber das muss ja dann Stunden gedauert haben. die ganze Nacht. Es waren ja auch Leute hier eingeheiratet, die gar nicht Sorbisch verstanden haben. Ja. Ne? Bei die wurde Deutsch gesungen und bei den anderen haben wir in unserer wendischen Sprache gesungen. Mit 15 oder 16 Jahren fingen wir an, wo wir konfirmiert waren dann. Ja, ja. Und wenn sich dann einer gemeldet hat, ja. Und das ging gerade so bis 20 und also bis in die 60er Jahre. Und dann hat es aufgehört. Die Jungen, die wollten dann nicht mehr und dann war Sense. Lief das so zeitgleich zur LPG und als das anfing? Ja, wo dann die LPG anfing und das alles anfing, dann war alles Sense, ja. Das mit dem Osterwasser, ja, muss man sich mit Osterwasser waschen. Haben Sie das noch mitbekommen? Ja, klar. Ich musste mich immer mit dem kalten Grabenwasser waschen. Na ja. Ich hab's Ich geholt. weiß, und du. Ich hab's geholt. Du. Wie ging das vor sich? Vor Sonnenaufgang musste das aus einem Graben geholt werden, der von Osten kommt. Dann wurde mit dem Wasser dann gewaschen. Da hat das Vieh zu saufen. Und ja, die Hühner haben gekriegt. Erstens hat meine Mutter immer die Hühner bespritzt mit dem Wasser, mit dem Osterwasser, die Kühe bespritzt. Und alle haben sie zu trinken von dem Osterwasser gekriegt. Bei uns war noch das Ostersingen, das ist dann auch irgendwie Ende in der Nacht dann die Kantorkis, dass die dann gesungen haben so, und das von Haus zu Haus gegangen sind und dann die Auferstehung Jesu praktisch verkündet haben mit Gesang und so. Ich fand, als Kind war Kennen Sie das, ne? Ich kenne das als Kind noch in Schleife. Und hier ist es auch gelaufen. Aber irgendwann Das waren dann die jungen Frauen oder so. Und das hat man als Kind dann mitbekommen. Ja, aber als ich Jugendliche war das dann nicht mehr. Da war das bloß noch mit dem Ostergießen und Schabernack machen. Und dann durfte man nicht reden, wenn man dieses Wasser geholt hat. Da musste man schweigen. Und wenn man sich damit begossen hat, das sollte dann Schönheit bedeuten, Gesundheit und Reinheit und so. Das war so der Brauch. Aber haben Sie das noch so in der? Ich habe es nicht mehr so in der Richtung. Nicht. Nee. Das ist so eine Überlieferung, die schon dann praktisch nicht mehr so gehandhabt wurde. Aber diese Schabernack noch in der Jugend, also da. Jedenfalls, ich kann mich erinnern, eines Morgens, Ostern, bin ich hier die Stiefmütterchen, das war so sehr trocken, hier in den Bädern hier vorne, Stiefmütterchen gießen gegangen. Und da habe ich nicht gemerkt, dass die Jugendlichen noch hier im Blumenclub sitzen von der Nacht. Ja. Und da kam dann einer mit einem Eimer Wasser und hat mich nass gegossen. Ist wahr? Wirklich wahr. Das habe ich das selber erlebt. Aber da muss man schon aufpassen. Ja, genau. Also das war so. Das habe ich noch miterlebt. Karfreitag ist Ostereierwald. Ja. So, ja. Das ist schon so eingebaut. Karfreitag werden Ostereier gemalt. Ob die nur Kunstwerke werden, ich meine, ich kann nicht malen, mein Mann auch nicht, aber jeder versucht sein Bestes zu geben. Die werden hinterher sowieso aufgegessen. Aber auf das Ostereier malen, da freuen sich sogar schon die Kinder. Also ja, Karfreitag werden wieder Ostereier gemalt. Ne? Eine Pflaume, also Pflaume sind diese farbgetitschten, das ist eine Pflaume und 2 gemalte Eier bekommt das Patenkind. Ne?